Hallo Reisefreunde, bevor das eigentliche Video heute beginnt, gibt es noch eine Information für euch. Und zwar sind wir ja Teil des Camper Nomad Congress, des weltweit ersten Kongress für Campernomaden. Darin verraten wir ganz viele Details zu unserem Leben im Van, rund ums Geld, Versicherungen und so weiter. Nicht nur wir machen das, sondern insgesamt 10 Speaker sind am Start, unter anderem auch Herman unterwegs. Unser Interview, das läuft am Mittwochmorgen am 18. Juli ab 10 Uhr, 24 Stunden lang ist das gratis bis zum 19. Juli. Also 18. Juli, 10 Uhr morgens geht's los bis zum 19. Juli um 10 Uhr morgens. Wenn ihr schnell seid und das Intro noch am Mittwochabend schaut, dann ist es kostenlos. Danach kostet es etwas. Also alle schnell sein. Link findet ihr unten in der Infobox direkt. Wäre schön, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ist super, super spannend und wir sind wirklich ganz, ganz stolz, da mit dabei zu sein. Es geht für uns da nicht selber ums Geld verdienen, sondern es geht uns darum, Leute weiterzubringen, die unbedingt im Van leben wollen. Das Ganze ist möglich und wir sagen, wie es geht. Die zweite Information, wir machen in den ersten Tagen ein Q&A, ein Frag, komm wie fast du, wenn ihr noch Fragen habt zu uns, zu unserem Leben im Van, zu uns persönlich, zu unserer Reise in Norwegen, Schweden und so weiter, alles unten in die Infobox schreiben. Immer unbedingt wichtig mit dem Hashtag Frag, komm wie fast du. Alle Fragen unten rein. Wir freuen uns auf ganz, ganz viele Fragen und stellen in den nächsten Tagen ein Video zusammen. Aber jetzt geht's los. Los mit den Trollstiegen. Viel Spaß beim Video. Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Neuer Tag, neues Glück. Heute direkt von den Trollstiegen. Letzte Nacht haben wir hier auf dem Parkplatz des Besucherzentrums übernachtet. War kostenlos, war arschkalt, aber wunderschön. Ihr habt es gesehen, Frühstück hatten wir schon. Und jetzt machen wir uns langsam hier auf den Weg über diese Stiege zum Aussichtspunkt, wo man dann auf diese Windungen runtersehen kann. Wahrscheinlich kennt ihr das ja alle schon wieder, weil ihr wart ja alle schon mal da oder viele von euch waren ja schon mal da. Für uns ist es eine Premiere und wir freuen uns riesig drauf. Wir haben wieder wunderschönes Wetter erwischt, die Sonne scheint, es ist irgendwie so ein bisschen Sommer und es wartet ein weiterer wunderschöner Tag auf uns. Für einmal nicht als erstes eine Fährefahrt, für einmal nicht als erstes eine Autofahrt, sondern als erstes eine kleine Wanderung. Man könnte jetzt natürlich zum normalen Aussichtspunkt laufen. Das ist vom Informationszentrum etwa 5 Minuten, ganz easy zu gehen. Da sind auch alle Touristen, aber ihr hört es meinem Atmen an. Es gibt noch andere Wege. Und zwar kann man hier einfach über Stock und Stein, gut, es ist ausgeschildert, aber trotzdem, den Berg hinauf. Wir wissen nicht genau, wo der Weg hinführt. Wir haben keine Informationen gefunden im Internet über diesen Weg, aber es zieht die Profis alle so ein bisschen hier rauf. Darum gehen wir jetzt auch diesen Weg. Sieht richtig cool aus und man hat einen richtig geilen Ausblick. Ich werde dann später sicher auch noch die Drohne starten. Es sind übrigens 11 Haarnadelkurven, die Trollstiegen, und bis zu 11%, nee, das muss ich nochmal nachschauen. 11 Haarnadelkurven und 11% Gefälle, irgendwas so. Schau das nochmal nach. Wir laufen jetzt hier über Geröll, über Stock und Stein. Und mal schauen, wo uns der Weg dann hinführt.
Ja, also die Wanderung, die wir jetzt gemacht haben, die war erstens mal ultra kurz und zweitens hat sie sich eigentlich gar nicht gelohnt, weil das ging jetzt hier einfach über diese Geröllfelder bis nach hinten. Jetzt sind wir hier an einem anderen Parkplatz angelangt. Klar, wenn man jetzt hier hinten parkt, dann kann man über den Weg nach vorne zu den Aussichtsplattformen gelangen, aber der hat sich jetzt mal so richtig nicht gelohnt. Wahrscheinlich gibt es hier wirklich schöne Panoramawanderungen, aber das war keine. Kurzer Szenenwechsel und Zeitsprung. Es ist etwa 3 Stunden später zu vorher und wir sind aber immer noch am gleichen Ort. Wir haben die letzten 3 Stunden damit verbracht zu arbeiten, den Newsletter zu schreiben, Videos zu machen und das bei einer wirklich fantastischen Aussicht. Und wir haben ein großes Problem mit unserem Schnittcomputer, mit diesem MacBook. Ich kann momentan mit diesem PC, mit diesem Computer nur am Strom arbeiten, weil die Batterie dieses Laptops den Geist aufgegeben hat. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie einfach es ist, so eine neue Batterie in Norwegen im Nirgendwo zu finden. Mal schauen, ob wir das irgendwann dann irgendwo schaffen. So weit kann ich jetzt leider nur noch bei Tag arbeiten, wenn die Sonne scheint und vor allem die Solaranlage dann lädt. Sonst habe ich ein echtes Problem. Richtig doof, dass das jetzt mit diesem PC passiert ist. Müsste nicht sein, weil das ist wirklich so unser wichtigstes Arbeitsinstrument, vor allem für die Videos. Richtig nervig. Tja, aber kann passieren. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen oder halt vielleicht auch Wochen dann irgendeine Lösung finden. Aber jetzt ist genug gearbeitet. Es ist jetzt 2 Uhr nachmittags und unsere Reise geht weiter. Wir fahren jetzt die Trollstiegen herunter. Bin gespannt. Der Parkplatz, der füllt sich immer mehr. Mal schauen, ob wir überhaupt noch rauskommen. Aber ich würde sagen, jetzt startet der Tag so richtig. Das, ihr Lieben, das waren die legendären Trollstiegen, also richtig spektakuläre Straße. Weil die Reise geht weiter. Ich weiß persönlich gar nicht wohin. Möchtest du noch dazu etwas sagen? Überraschung. Überraschung. Es ist eine Überraschung. Gut, dann wir melden uns von unterwegs. Kleines Ratespiel, wo sind wir? Ihr dürft genau einmal raten. Im Tunnel? Auf der Fähre natürlich, einmal mehr auf der Fähre, wir kürzen wieder mal ab und wir haben gerade festgestellt, echt spannend, man kann wohl im Internet die Preise nachschauen von diesen Überfahrten, aber wenn man an den Fährhafen ranfährt, dann stehen einzig und alleine die Abfahrtszeiten da und nie, was die Fähre kostet. Also es ist immer eine kleine Überraschung, es kostet immer zwischen 10 und 20 Euro. Und ich würde sagen, wir gehen mal raus und schauen uns mal um. Meistens ist es ja dann doch sehr schön.
Tja, liebe Reisefreunde, jetzt ist etwas passiert, damit hätte ich nicht gerechnet. Wir haben es heute noch zur Atlantikstraße geschafft. Die 64 führt jetzt weiter über die Atlantikstraße, eine wunderschöne Tour. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Und ja, ich möchte davon eigentlich ein eigenes Video machen, darum beenden wir das Video heute ein bisschen früher von den Trollstiegen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, ihr wisst, wie es läuft. Und dann sehen wir uns vom nächsten Video wieder, genau von hier, von der Atlantikstraße. Ein bisschen kürzer, aber bietet sich doch einfach an. Der Atlantikstraße möchten wir eigentlich wirklich ein eigenes Video bieten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.